Willkommen zurück zu Dragon Ball Z Super Piccolo Time, wa? Ja, wir haben die ultimative Schnellfeuer-Ki-Welle erlernt. Das ist natürlich ganz, ganz geil. Ich frage mich zwar, also wir die hier erlernt haben, die hier unten, wir vielleicht noch irgendwie was anderes erlernen können. Ich meine, wir wissen, es gäbe theoretisch nochmal etwas, was wir lernen können, das hier. Aber erst, wenn wir das hier gemacht haben, das für eine Stufe 42, ja gut, das ist nicht mehr viel. Wir sind eigentlich kurz davor, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber auch noch sehr, sehr viel davon. Natürlich ein bisschen doof, also noch ein paar Erfahrungspunkte. Aber erstmal hier das ersetzen durch die ultimative Schnellfeuer-Ki-Welle. Ist so nur Stufe 1, aber hey, es ist trotzdem ganz geil. Wir haben eine Explosionswelle, behalten natürlich gerne, aber hier würde er dann doch gerne noch... Ah, warte mal. Den Blitzhieb. Hey, ich habe den hier schon. Ich habe auch schon... Hä? Habe den gemacht? Nie geguckt, was er so ausgerüstet habe und so? Super Explosionswelle. Ja, super. Ja, dann natürlich die da rein. Und ich hätte hier gerne noch die super... Höllenspirale. So, also Piccolo ist eigentlich schon ziemlich ready, wenn wir ganz ehrlich sind. Okay, mal gucken. Da hinten geht es ja mit der Story weiter. Ich persönlich hätte eigentlich ja mehr Bock, jetzt erst noch die Sidequest zu machen. Wir haben sonst eh keine großen Gegner. Ja gut, dann. Gegner sonst haben wir, glaube ich, auch keine, wa? Sieht doch ganz nett aus. Ist das die einzige Sidequest, die wir momentan haben, oder? Ein sorglos außerirdisches Paar. Oh nein. Oh, nicht der Quatsch schon wieder. Überleg gerade. Ne, gerade jetzt haben wir bereits Platt gemacht. Nappa war derjenige, der noch fehlt. Aber dann brauche ich ja so einen Gohan. Stimmt, okay, gut. Oh nein, die Touris schon wieder. Oh nee. Womit haben wir das verdient? So, nee. Oi. Ma. Die Leute hier sind auch grün. Das sind nur Touristen. Reiche Touristen. Achso. Auf keinen Fall. Was? Wollen wir das Monster essen? Guten Appetit wünsche ich. Nimmer. Uja, uja. Ein Durasaurus? Dinosaurier überhaupt? Ja, klar. Ist ja klar, dass es auf der Erde Dinosaurier gibt und natürlich noch klarer, dass es so selten Dinosaurier gibt. Oh, what a shame. Ins Leben kommen, ja. Und mittlerweile sind wir ja... Bestimmte Nebenstories? Ja, mittlerweile sind wir ja ganz gut geworden, darin Leute zu helfen. Auch wenn Piccolo gar keinen Bock drauf hat. Aber er macht es trotzdem. Yari. Ah. Er ist wirklich sehr freundlich. Ja. Gab es dort sogar einen Dinosaurier, gegen den ich gar nicht irgendwie was machen konnte, der bereits tot da lag? Ach nee, das war ja dort in der Eislandschaft, da mit, wo er C20 bzw. Dr. Gero irgendwie auf der Flucht war. Beziehungsweise wo auch sein Labor war, in der Gegend war das. Da ist jetzt ein bisschen was anderes. Jo, wir sehen ja schon mal ein bisschen, was für die Zukunft, Kannst natürlich fragen, wer ist der Typ links, wer ist der Typ rechts, oder wohl eher, wer ist der Junge rechts? Ja. Ja, als Piccolo einen Dura Hä? Sind mehrere Sidequests? Geht da noch was? Ah, nee, da ist Ding, ja, da ist Raditz.
Oder? Nochmal besuchen gehen und fragen. Müsste ziemlich sicher Raditz sein. 雑魚がいるようだな。Quatsch, Raditz, Nappa ist es. Genau. Gut, anderes Thema. Ich sehe, wir haben hier noch ein paar Special Monster. Weil die sind jetzt mittlerweile alle zu schwach für uns. Das ist natürlich jetzt eine ganz schwache Leistung. Bei der 31 ist noch zu schwach, ganz ehrlich. Sind nicht mehr rot, sind bereits blau dargestellt. Nee, da bringt nichts あ mehr. んな化け物の存在をもっと早く知っていればすぐ片付けてやる。 Alter! Jo, mittlerweile ist Piccolo schon ein bisschen sehr stark geworden. Nee, falscher Weg, so. Nein, hui. Das war knapp. Da oben muss ich hin. Wird ja nicht der fliegende Typ da sein, oder? Ah, da ist er, sehen schon. Ja, als Piccolo ein Durasaurus. Alter, wie hässlich bist du denn? Servus. Na, wie geht's? Wie steht's? Verzeihung, ich rede mit dir? Wo ist er schnell? Alter! 雑魚がいるようだな。すぐ片付けてやる。 Nicht euer fucking Ernst, hab keinen Zeit für euch. Und tschüss. Servus. Hä? Lass mal stehen. Ja, komm her, mein Großer. Wie hässlich der ist. Wieso sieht der aus wie eine Mischung aus Dinosaurier und Legosteinen? Wollen wir es offen? Auch immer dieser Ladescreen sehen. Ich weiß, es ist keine Open World und so, aber das ist schon ein bisschen. Ich weiß ja nicht, ey. Oh, die gibt's immer noch. ダメよ。やれやれ。 Schneller geht's immer. Nani? Nani? Der gleiche Reiserhörer, mein Name ist Melone. Was ist da raus? Herr Melone ist unser persönlicher Reiseführer. Herr Melone, Alter. Das war ein Zeug gewesen, als sie weggelaufen sind. Bei deinem Anblick will man das nicht wundern. Nicht wegen dem Face, sondern wegen der Rüstung, meine ich halt. Da ist es der? Ist der auch Melone? Ich weiß gar nicht mehr. Da war auch eine Sidequest-Aufnahme, die haben wir mit Krillin gemacht. Mit Krillin, Quatsch, mit Son Goku. Doch, mit Krillin und Son Goku waren wir mit beiden. Oh, wie verwirrend, aber egal. Ah. Nani?
Das saftigste Fleisch überhaupt. Dafür muss dein Tier sterben. Na gut, andererseits, Dinosaurier sind eh schon ausgestorben. Zumindest bei uns. Schon vorbei. Ja, und es war fantastisch. Gut, ich hoffe, das ist so ein Fleisch, was man als... Ja, eben gibt es so Fleischsorten, sage ich jetzt mal, die man durchaus roh bzw. als Tartar essen kann, andere eher weniger. Wobei, da gilt ja für uns Menschen, wie es mit der Rasse aussieht, kein Plan. Vor allem Alien-Mann, Alien-Frau, das sind alle vier sind ja Aliens, von Erdlingen her gesehen, vor allem von der Erde her gesehen. Gut, ich glaube, die werden wir nicht nochmal begegnen, weil ganz ehrlich, Namek, die Erde, ich kann mich nicht erinnern, dass wir in Dragon Ball Z noch weitere Planeten besucht haben, da war ja eigentlich schon ziemlich Feierabend, außer eben, es kommt noch was mit Dragon Ball GT rein. Vor allem die Babys sagt, das wäre so geil, wenn das noch kommen würden, die ganze Suche an den Black Star Dragon Balls und so, dann könnte es durchaus sein, dass wir die nochmal zu Gesicht bekommen. Ja, da waren die Süßkartoffeln. Oh. War ein Hinweis auf Dragon Ball Super, zumindest einen aktuellen Manga von Dragon Ball Super. Da kann uns eigentlich egal sein. Stoffpuppe Polunga. Oh Mann. Ultimativer Fruchtsaft. Ja, ich hoffe auch. Damit wäre das erledigt. Wir können uns wieder der eigentlichen Gefahr widmen. Die Gefahr, die gerade dabei ist, die ganze Stadt auszulöschen, sag ich jetzt mal. Das haben wir ziemlich alle erwischt. Da fast alle. Gut, kümmern wir uns endlich mal um das Monster, wa? Wobei wir alle wissen ja, wer es eigentlich ist. Aber sieht schon ziemlich noch scheiße hier aus. Nanda? こいつから悟空やベジータ、フリーザの気も感じられる。何者だ貴様。教える必要ない。お前はすぐに私の食事になるからだ。ピッコロ大魔王。なぜ俺の名を知っている？ Stimmt, er trägt ja gar kein Namensschild. 言ったはずだ。 Alter, die reinste Fress-Episode hier. なるほど。話すつもりはないか。だが残念だったな。人違いだ。貴様がここの住民をすべて消してしまったのは、俺には好都合だった。どういうことだ。思いっきりやれるからさ。 貴様が何者か力ずくで聞き出してできるものならやってみるがいい。Das ist meine Technik, du Schwein. Das wird so eine Gugus-Technik.
とてつもない爆弾勘違いだったか。いやんではないか。私が完全体ではないとは言ってもな。完全体だと。Er verbraucht leider ziemlich viel Energie in seiner jetzigen Form, das ist ein bisschen doof. Oh! Alter! Hat er mich voll erwischt? Hat er mich gerade neben oder drin? Okay. Oh yeah. Oh oh. Okay, der Trick ist fies. Jetzt gravieren vorne ist Kamehameha. Jetzt ist vorbei. Level up. Was? Ivan. 貴様は何者なのだ。なぜ孫悟空やフリーザたちの気を持つ。いいだろう。どうせ貴様は死ぬんだ。教えてやろう。私の名はセル。人造人間だ。生み出したのはドクターゲロの使っていたコンピューターだ。またドクターゲロか。その昔ドクターゲロは戦闘の達人たちの細胞を集め合成させた人造人間の研究を始めたが時間がかかりすぎるために断念した。しかしコンピューターはその作業をそのまま続けていた。孫悟空、ピッコロ、そしてベジータの細胞を採取し、さらにフリーザ親子が地球に来た時にもまた採取した。ドクターゲロの作った橋のように小さなスパイロボットでな。すでに必要な細胞は集まり、研究は始まっている。完成するのは24年も未来のことだがな。バカな。ドクターゲロの研究所は破壊されたはずだ。コンピューターがあるのは研究室のもっと地下の部屋だ。貴様がこの時代に来て卵からそうなるまで3年間かかったのは、一度卵に戻ってしまうと再び熟成するのに地中で3年必要なのだ。なるほど。では最後の質問だ。貴様がわざわざ未来から来た理由は何だ。私が完全体になるために必要な2つの生命体をコンピューターが教えてくれたのだ。それが人造人間17号と18号だ。何？ところが私が動き始めた私の未来にはどうやったのかは知らんが17号たちはいなかった。しかし運よくトランクスはタイムマシンを持っていたのだ。そこで私はトランクスを殺し17号たちを求めタイムマシンでこの時代にやってきた。と
いうわけだ。 Ist echt eine Labertasche, der Gute. なぜこの時代を選んだ？さあな、トランクスのタイムマシンがこの時代にセットされていた。私はスイッチを押しただけだ。そうか。おそらくトランクスが未来の人造人間をうまく破壊することができ、それを知らせるためにセットしていて。 Wobei, er kam ja 4 Jahre zuvor hier an. Und der Trunks, den wir kennen, der seine Cyborgs noch nicht besiegen konnte, kam vor 3 Jahren an. Macht also irgendwie trotzdem keinen Sinn. Oh mein Gott, dieser Computer ist so redselig. Es verschlägt einen die Sprache. Und vor allem verschlägt es mir die Zeit. Ja, Zeitreisen, Zeitmaschine, die Zeit ist vorbei, Freunde. Wir können leider nicht in die Vergangenheit reisen, um die Folge nochmal anzuschauen. Doch, könnt ihr. Dank YouTube ist das möglich. Nee, einfach generell dank unserer Zeit, dank der Videofunktion. Ist ja egal, ihr wisst, was ich meine. Aber was wir noch nicht können, ist in die Zukunft zu blicken. Zumindest nicht in gewisser Art und Weise. Insofern muss ich nochmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Wir können gespannt sein, was uns Cell noch alles mitteilen wird über diesen doch sehr rätseligen Computer. Und mal schauen, was uns die Zukunft noch alles bringen wird. Zeit, Zeit, Zeit. Bis dahin, ciao zusammen.